Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr wieder reinguckt in unsere Streetfood-Küche. Nachdem das Moussaka letztes Mal hier mit der Lea so gut ankam, haben wir gesagt, Lea, die darf nochmal kommen, weil sie es einfach so gut macht. Weil sie halt auch was kann hier beim Kochen. Lea, was machen wir heute? Wir machen ein Maultaschenpfännle mit Avocado und Ei. Wow. Yes. Avocado. Avocados sind, glaube ich, gesunde Fette, oder? Ja, geil. Weil sie viele ungesättigte Fettsäuren haben und die gut sind für unseren Körper. Schmecken solche Fettsäuren auch? Oder sind nur die schlechten, die gut schmecken? Das schmeckt mit Sicherheit. Ich vermute mal. Du musst jetzt sagen, jawohl, das schmeckt hervorragend. Fett ist allgemein Geschmacksträger. Ah, ja, so, okay. Alles, was mit Fett ist, ist gut, von daher. Alles klar, cool. Was haben wir denn dabei? Erzähle ich einfach mal, was wir haben. Und zwar, ganz wichtig, Maultäschle, dann die Avocado, Lauchzwiebeln, Tomaten, Knoblauch, Zwiebeln, Ei, Pfeffer, Salz und Gewürze, genau. Und ich habe hier Schnittlauch und Basilikum noch. Sehr schön. Aus dem eigenen Gärtle. Gut. Oh, ja. Hervorragend, ja. Genau. Jo, dann lege ich einfach mal los, würde ich sagen, ne? Mit was fängst du jetzt an? Zwiebeln? Erstmal Zwiebeln Müssen wir hier schon irgendwas anmachen oder so? Ich würde sagen, wir stellen es einfach mal auf 3. Auf 3? Genau. Jawohl. Soll ich ihn auch gleich mal nützlich machen? Perfekter Assistent. Bisschen Oliven. Ich habe hier Zwiebeln, da ist auch ein bisschen Zwiebelschlude dran, das kann man perfekt auch nutzen. Das lege ich hier mal zu der Lauchzwiebeln dazu und dann schneide ich die Zwiebeln. Schön Ei schneide. Kurz für alle nochmal, die jetzt lasse. gerade nicht wissen, wer ist jetzt Lea und warum. Also zum einen, guckt nochmal in das andere Video rein. Die Lea studiert bei uns, macht bei uns ein duales Studium, DHBW Food Management in Heilbronn. BWL Food Management. BWL genau. Food Management, also duale Hochschule Baden-Württemberg. Genau, das ist DHBW. Und Lea ist seit Oktober 2019 bei uns im Team. Und ist jetzt eben gerade aktuell wieder da und in der Praxisphase, genau. Bei uns und immer 3 Monate hier, 3 Monate an der DHBW. Yes. Und jetzt fange ich gerade an mit dem Knoblauch schneiden. Ja, jetzt lassen wir uns hier nicht verquatschen, gell? Das habe ich jetzt einmal längs eingeschnitten und quer eingeschnitten und dann schneide ich das hier so schön in Würfelchen. Jawohl. Ja, schneide nach, ne? Knoblauch, ganz wichtig und so. Mhm. Jetzt packen wir hier die Zwiebeln rein. Darf ich umrühren? Darfst du. Knoblauch rein, Zwiebeln rein. Jeder wird ja im Rahmen seiner Möglichkeiten eingesetzt. Genau. Und umrühren kann ja einfach perfekt. Und mit welcher Eleganz ich das mache. Hey, leg mal hier nicht ab. Also ein gewisser Egoismus ist natürlich bei den Videos auch dabei. Die ganze Welt dreht sich um mich, denn ich bin nur ein Egoist. Maultaschen, jawohl. Maultaschen, wisst ihr, kann man online erwerben unter www.ilovemaltasch.de. Gibt unsere leckeren Maultaschen. Wir haben hier jetzt, Lea hat die Fleischmaultaschen, also die traditionell schwäbischen Maultaschen. Genau. Gibt aber auch, Veggie. Gibt auch ohne Tier. Ohne Tier sind bei uns vegetarische in Form von Spinat-Ricotta-Maultaschen. Genau. Und jetzt hauen wir die Maultäschchen hier mit rein. Schön verteilen, damit die schön angebrutzelt werden. Jawohl. So, und jetzt machen wir weiter mit der Tomate. Die schneide ich jetzt klein in Würfelchen oder in kleine Stückchen. Ich habe auch welche im Garten, falls ihr fragt. Ja, wollte ich jetzt eigentlich ja gar nicht fragen. Nee. So. Hat man als Studentin eine eigene Garten? Ja, sehr hat gut. man. Und ich finde es ziemlich toll. So. Meine Tomaten packe ich jetzt hier auf die Seite und dann schneide ich die Lauchzwiebelchen. Ich möchte auch darauf hinweisen, dass Lea einfach auch ihr eigenes Messer mitbringt zu solchen Veranstaltungen, was ich echt geil finde. Das ist schon allein Beweis genug dafür, dass sie das feiert. Gern macht. Auch daheim. Das Geschickte an dem Messer ist, ich habe es letztes Mal schon gesagt, das muss man nicht schärfen. Das ist ein Keramikmesser. Und ich mache das jetzt einfach mal so. Ja, gern. Dann packen wir das alles hier schön dazu. Widmen wir uns mal der Avocado. Sieht natürlich auch farblich, gell? Also das Rote, ja, das ist farblich ist auch echt schön.
So, die schneide ich jetzt hier einmal auf. Einmal außen rum. Und dann drehe ich die. Und dann habe ich sie in 2 Hälften. Und jetzt hoffen wir, dass der Stein gut rausgeht, der Kern. Jawohl. Oh, wie eine 1. Das ist aber ein 1A-Move. Ja. Vielleicht kann der Svenny diesen Move jetzt, was du da gemacht hast, in Zeitlupe quasi Ja, nochmal geil. ein. Und dann kurbel ich das hier so ab. Und dann habe ich nämlich kein Fruchtfleischverlust. Wenn ich das nämlich jetzt, ja gut, hier minimal, aber Das ist okay. kann ich auch so ein bisschen raus. Es ist ja so lecker, das sollte man nicht verschwenden. Butterweich. Geht durch die Butter, ist geil. So, und jetzt schneide ich hier einfach kleine Stückchen. Und das packen wir jetzt da auch noch mit dazu rein. So, jetzt schlage ich 2 Eier. Ja, möchtest du noch was sagen? Möchtest du da aufschlagen? Nein, lieber nicht. Wir machen das traditionell, Wir das ist machen schon immer so. So, einmal. Und das zweite noch. Und jetzt quirle ich das hier einfach schön mit einer Gabel. In der wunderschönen M&M's-Tasse. M&M-Tasse vom Times Square in Manhattan. Ach geil, sehr Da cool. gibt es einen M&M-Laden. Kann ich nur wärmstens empfehlen. Wenn Der man ist echt zufällig witzig. mal dort ist. Wenn man am Times Square ist, sollte man den unbedingt besuchen. Hauen wir hier noch ein bisschen Gewürz rein, ein bisschen Pfeffer rein. Und um das Ei ein bisschen zu strecken, tue ich noch einen Schluck Milch rein. Und jetzt kommt das Ganze hier drüber. Mhm. So schön bunt, gell? Ja, ich wollte gerade sagen, das ist eigentlich jetzt auch farblich, also auch nochmal, ne? Da ist ein bisschen braun hier von angebratenem Maul, da ist das Gelb dabei, grün, rot. Also herrlich, also farblich ist so- hervorragend. Was Das Auge Tolles. ist ja mit. Das, ist Das was wurde Tolles ja für das den ein Sommer. oder andere Mal bei mir ja schon quasi auch kritisiert in meinen Videos, dass da Kommentare kamen, so ja, es kann sein, dass es lecker schmeckt, aber fürs Auge nicht so. Ja, auch fürs Auge haben wir Lea und andere Kompetenzen und fürs gut schmecken mit Sicherheit auch, das wird man jetzt ja gleich testen. Meine schmecken halt nur gut. Und dann schneide ich noch ein bisschen Basilikum, hau das noch mit rein und dann sind wir eigentlich schon fertig. Super. Und das kommt da rein oder kommt das nachher, wird das nachher oben drauf garniert? Basilikum Ja. kommt jetzt rein und kommt auch noch ein bisschen was oben drauf. Und dann können wir servieren, Und ne? dann ist ready. Dann ist ready. Cool. Yes. Das geht halt auch flott, ne? Das ist sowas Perfektes für abends mal oder für zwischendurch, wenn Oder es schnell gehen muss. Oder für immer. So, Quasi passt ja immer. einfach immer. So, dann darfst du jetzt noch ein bisschen hübsch machen. Oh, ja. Ja. So. Wunderbar. Wie heißt? Wie heißt es? Maultaschepfännle mit Avocado und Ei. Sehr schön. Ihr seht, es hat sich jetzt wirklich nicht so schwer angehört. Nö, gar nicht. Tatsächlich die Avocado, wie man die jetzt trennt und wie man die aufmacht, das habe ich jetzt gelernt und ihr hoffentlich auch. Also es ist auch gar kein Problem. Kocht es nach, probiert es aus, lasst uns ein Like da, abonniert unseren Kanal, teilt es raus in die Welt und wir freuen uns aufs nächste Mal, wenn ihr wieder zuguckt. Ciao. Ciao. Super lecker, so, no, das ist so super lecker. Das ist mein Leibgericht.